begrüßen zu dürfen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Holger Heiro und ich begrüße Sie hier als Vorsitzender des Küstenschutzausschusses der Söllring Vereinigung. Zunächst freuen wir uns jetzt auf den Impulsvortrag durch Ars Hinrichsen, ein Insulaner von unserer Nachbarinsel Föhr, verwurzelt in unserer Region und fachlich kompetent durch jahrelange Berufserfahrung beim LKL. Maßgeblich beteiligt am Fachplan Küstenschutz Sylt. Vielen Dank. Dieses Bild eigentlich sehr gut. An der Westküste Schleswig-Holsteins nimmt Sylt eine Ausnahmeposition ein und das liegt daran, dass es überhaupt kein schützendes Vorfeld vor der Insel gibt. Wenn wir alle anderen Bereiche angucken, haben wir überall Flachwassergebiete, Wattenmeer und so weiter. Nur vor Sylt kommt das tiefe Wasser direkt auf die Insel. Das hat ja auch zur Folge gehabt, dass seit 7000 Jahren die Insel ständig in Umlagerung befindlich ist. Odde ist geschwunden. Wenn wir weiter zurückgehen, dann sieht man, die Hörnum Odde ist erst entstanden, vor 200 Jahren. Dann hat ja ein Längenwachstum und ein Flächenwachstum gehabt. Und seit der Mitte der 1958er Jahre schwindet die Hörnum Odde wieder. Und dies war ziemlich rapide in den 60er Jahren, in den 70er Jahren und jetzt auch wieder. Dass es hier zwischendurch mal zu einer Ruhephase kam, nach einer großen Sandausspülung über 1 Million Kubikmeter, die 1990 hier platziert worden ist. Die erste Karte 1996 zeigt die Ausdehnung der Hörnum Odde zu der Zeit. Die Hörnum Odde ist heute noch länger als damals. War aber bauchiger, das Bauchige ist natürlich weg und das Bauchige ist natürlich noch hier. 1878, preußische Landesaufnahme, da hat sich die Odde schon viel weiterentwickelt. Aber was man hier natürlich auch sieht, hier geht die Küste im Prinzip noch viel weiter weg. Und auch wenn ich die Karte noch weiter nach Norden zeichnen würde, geht hier ganz viel verloren. Und das, was hier verloren gegangen ist, hat sich hier angelagert. 1972 hat die Hörnum Odde den längsten Punkt schon erreicht und schwindet auf der gesamten Linie. Man sieht auch sehr schön, wie hier von dem Querwerk, von dem Längswerk hier eine Erosion ausgeht. Aber wenn das hier nicht wäre, dann wäre das Ganze schon zurückgegangen, so wie wir es hier vorher schon sehen konnten. Hier draußen geht ganz viel weg, bis zu 2 Meter im Schnitt pro Jahr. Das ist eine Menge. 1990 weiter der Schwund und dann 2015, da stehen wir heute oder vor ein paar Wochen. Und da kann man jetzt sehen, dass die Hörnum Odde auch bestrebt ist, einen anderen Verlauf anzunehmen von der Natur her. Diese Spitze, die geht hier etwas nach Osten. Jetzt möchte ich Sie auf eine Reise mitnehmen zu einem Luftbild von 1965. Damals gab es das Telefonquer- und Netzwerk noch nicht. Und da hat jemand die gesamte Küste beflogen. Und das ist relativ interessant, weil hier am Campingplatz in Hörnum, da sehen wir überhaupt keine Randdüne. Die Randdüne war zu der Zeit nicht präsent. Man muss sich erinnern an die Sturmflut 1962, wo sehr viel zerstört worden ist. Also der Zustand sah sehr schlecht aus. Dieser Balken zeigt immer, wo Sie hingucken sollen. Sie können natürlich überall hingucken, aber das ist der Grund, warum ich das habe. Und was man hier auch sehen kann, so ein bisschen die Wellen, die laufen mehr oder weniger senkrecht auf die Küste zu. Das wird sich nachher ändern. Die Bilder gehen jetzt immer weiter bis zur Odde, weil das ganze System gehört eigentlich zusammen. Jetzt sind wir im Bereich Steintal, wo hier auch ein Dünendurchbruch erfolgt ist und Auslegung waren. Auch hier haben wir keine vernünftigen Randdünen. Hier am Strandweg haben wir hier auch entsprechend den Randdünenabbruch. Hier kann man sehr schön sehen, wie die Randdünen abgebrochen sind. Keine heile Welt. Hier fängt das schon langsam an, dass sie werden schräg laufen, schräg auf die Küste zulaufen. Hier laufen sie noch schräger auf die Küste zu, kann man hier erkennen. Hier laufen sie schräg auf die Küste zu. Und das ist jetzt der Bereich der Kersig-Siedlung. Vor der Kersig-Siedlung keine Randdüne, nichts. Freie Sicht nach England. Dann die Kersig-Siedlung ohne Randdüne, der südliche Teil. Hier Onkel Fritz Barbecue. Hier ist die Mammutdüne, auch voll im Anschnitt.
da liegt die Mammutdüne in ihren Resten. So sah es 1965 aus, ohne irgendwelche feste Bauwerke, außer dieser alten Bunkeranlage. Das war der Randdünenabbruch jetzt in dem Bereich vor der Süderende Siedlung. Komplett auf gesamter Länge sind die Randdünen im Anschnitt, weiter südlich auch. Und dann kommen wir zu einem Bereich, wo der Übergang ist zwischen dem Abbruch und dem Anwachs. Das ist das, was die Hörnum-Odde Jahrhunderte ausgezeichnet hat. Es ist irgendwann angewachsen, aber der Anwachs konnte nur erfolgen, weil irgendwo anders was stark abgebrochen ist. Und das kann man hier sehr schön sehen. Hier habe ich mal markiert, diesen kleinen Leuchtturm, der 1979 ins Meer gefallen ist. Hier ist mal dieses kleine Bild. Und nachher wurde ja das neue Unterfeuer erstellt, das Biermattenfeuer erstellt. Und hier kann man aber sehr schön sehen, eben die starken Randdünenabbrüche. Und hier wächst das dann an. Und jetzt gehen wir noch bis zum Ende. Hier sieht man sehr schön, wie das alles anwächst. So ist die Hörnum-Odde ja auch entstanden letzten Endes. Und das war der erste Höhepunkt der Zerstörung der Hörnum-Odde. Hat mit dem Querwerk, mit den Bauwerken wahrscheinlich nichts zu tun, sondern das war die starke Sturmflut von 1990, die jetzt das Muscheltal letztendlich von der Insel gelöst hat. Und die Dünentäler wurden flächig überströmt. Der eine oder andere wird dieses Bild dann noch auch kennen. Das ist der eine Sicht. Von dem Punkt, wie sich die Odde präsentieren. Mit den technischen Methoden, die wir heute haben, und das geht zurück bis 1999, leider gibt es nicht ältere Daten, da kann man die Geländehöhen darstellen. Und hier kann man eben mit Hilfe dieser Legende, wenn man möchte, genau gucken, wie hoch das ist, soll es jetzt gar nicht sein, sondern hier müssen wir nur darauf achten, wie die Hörnum-Odde sich von der Höhe her entwickelt. Höhe und Fläche ist ja fast identisch, bloß das geht ein bisschen weiter runter. Also, wir fangen hier 1999 an, die Hörnum-Odde geht immer so ein Scheibchen zurück. Wenn es hier zurückgegangen ist, in dem einen Jahr, geht es im nächsten Jahr hier zurück. Also immer sukzessive, so wie normale Ausgleichsküsten, an der Ostseeküste, wo auch immer, sich präsentieren, hier ist es auch derselbe Fall. Man sieht auch, wie das hier unten sich angelagert hat. Die Hörnum-Odde ist hier in der Länge noch etwas gewachsen, im Südosten. So, und dann kommt jetzt der Punkt 2012, wo denn die Bewohner gesagt haben, da muss was passieren, schlimmer geht nimmer, da muss was extra passieren. Und dann wurde ja überlegt, was kann man machen. Und da wurde dann dieser Wellenbrecher hier gebaut, dieses erste Teil. Und der Wellenbrecher hat hierzu geführt, dass dieser Bereich jetzt akkumuliert, dass da mehr Sand hinkommt. Und das kann man hier auch sehr schön sehen, wie der Sand hinkommt. Bloß dadurch, dass der Sand da hinkommt und nicht mehr weg kann, kommt hier natürlich nichts an. Der Nachteil ist natürlich, wenn der Sand hier gehalten wird, um die Ortslage hier zu sichern, dann haben wir hier weniger Sand, der zur Verfügung steht. Das ist jetzt das letzte Bild vom August 2015. Man sieht, wie die Verlängerung des Wellenbrechers diesen gesamten Bereich jetzt doch geschützt hat. Wir haben eigentlich jetzt mehr Material hier in dem Bereich als vorher. Die Entwicklung der Westküste ist geprägt natürlich durch den allgemeinen Sedimentstrom. Die Sylter werden es wissen, es geht nördlich vom Westerland in der Regel nach Norden, südlich vom Westerland nach Süden. Das ist so seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Dadurch ist die Insel erst lang geworden. Der Rückgang beträgt 1 bis 4 Meter. Und auch hier kann man sehr schön sehen, das ist jetzt wirklich der Rückgang der letzten 100 Jahre. Im Westerland kann nicht mehr so viel zurückgehen, weil die Ufermauer ja da ist. Und hier ist es eben so, dass es hier bis zu 4 Meter sind und hier bis zu 2 Meter pro Jahr, bevor mit Sand aufgespült worden ist. Und durch die Sandaufspülung haben wir das jetzt so, dass wir überall einen Puffer haben, an der Westküste, überall, einige Bereiche halt nicht, aber überwiegend einen Puffer haben. Und darum geht es, hier einen Puffer aufzubauen, sodass wir in der Westküste keine Randdünen mehr verlieren. Trotzdem, auch trotz der Aufspülung, haben wir Bereiche, die jedes Jahr immer wieder bespült werden müssen, weil die exponiert liegen. Die liegen der See so nah ausgesetzt. Das ist Liss, Kampfende, Westerland, Dickenel und jetzt kommen wir zu Hörnum. Hörnum auch. Woran liegt das?
inzwischen, dadurch, dass hier ja nichts mehr weggegangen ist, südlich vom Campingplatz bis zur Kersensiedlung, ist nichts mehr weggegangen. Dieser Bereich der Küste liegt so exponiert. Die Küste oder die Kräfte sind bemüht, hier einen Ausgleich herzustellen. Hätte man hier diese Sicherung nicht gehabt, dann würde die Küstenlinie vermutlich heutzutage schon hier im Landesinneren verlaufen. Das sind ungefähr 300 Meter, kann man sich also vorstellen, auch wenn man die Kräfte sieht, jetzt die in den letzten Jahren bei starken Sturmfluten gewirkt haben, was passiert. Und hier sieht man ja zum Beispiel bei dem Bild, wie stark denn nach ein paar Ereignissen der Strand wieder ausgeräumt ist und die Zebrapoden, so sie noch da wären, zu sehen sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Küstenvorfeld oder der Vorstrand vor Hörnum auch an Tiefe zunimmt. Das heißt, wir haben eine Ausräumung vor der Küste. Und weil unsere Messdaten noch nicht so alt sind, dass man das alles so belegen kann, nehmen wir das erste Luftbild, das das zeigt. Und da sind die Riffbögen. Wenn Sie an den Strand gehen, dann sehen Sie ja, hier brechen die Wellen. Und die Wellen brechen, weil das Gelände ein bisschen höher ist. Und das habe ich hier mal markiert, wo die Wellen 1936 gebrochen haben und 1958 gebrochen haben. Und einige werden schon erkennen, das geht auf die Küste zu, diese Brecherzone. 1972 ist er schon fast ganz an der Küste, 2006 auch und vom Schluss 2014 auch an der Küste. Wenn wir die mal vergleichen, 1936 und 1972 und die anderen, dann sieht man, dass seit 1972 fast nicht mehr so viel tut. Das heißt, da wandert das Küstenvorfeld nicht mehr auf die Küste zu, sondern es bleibt eigentlich größtenteils stabil. Aber vorher, von 1936 bis 1958, weil wir da haben ja Daten, die man zwischendurch, kann es ja auch so gewesen sein, da kann man sehen, dass die Küste, der Vorstrand sehr stark, sehr schnell auf die Insel zuläuft. Hier habe ich das Luftbild von 2014 hinterlegt und davon 1936, aber es sind die gleichen Linien, also das zeigt jetzt den gleichen Effekt. Wenn ich dies mal als Fläche darstelle, das ist die Fläche, wo die Wellen ihre Energie verlieren können, bevor sie den Strand erreichen, die Brecherzone, dann habe ich die hier mal entsprechend aufgetragen, die Fläche, und für die verschiedenen Jahrgänge. Und wenn ich mir die nachher als Grafik darstelle, dann stellen wir fest, dass die Flächengröße der Brecherzone nach außen erheblich abgenommen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt regelmäßig Sand aufspülen. Man kann sagen, der Trend ist gestoppt worden. Aber man sieht, da draußen haben wir sehr starke Vorgänge gehabt, die also zu einer Ausräumung des Vorfeldes geführt haben. Am Ende stehen wir vor einem Zustand, wo wir sehen können, rot ist Abtrag, je röter, je mehr abgetragen, und grün ist Auftrag. Und am Ende stellen wir fest, hier draußen haben wir noch Erosion, zwischendurch haben wir auch Erosion. Hier haben wir überall Anwachs, dieses Grüne, und das kann man auch sehen, wenn man jetzt hier, das sind die Kersensiedlungshäuser, bevor diese Randdüne wieder neu aufgebaut worden ist. Das heißt, jetzt können Sie ja nicht mehr hier auf die Kersensiedlungshäuser gucken, weil da jetzt eine Düne hochgezogen ist durch die Sandaufspülung, die seit 1983 ja durchgeführt worden sind. Auf der anderen Seite haben wir hier die starke Erosion an der Hörnum-Odde und den Anwachs hier im Südosten. Untermeerisch wächst das Fundament der Odde. Nützt an nichts, man weiß auch nicht genau, aber das ist erstmal das, wo der Sand zum Teil bleibt. Man sieht auch hier weiter im Vortraptief, so heißt dieser tiefe Preria, da landet auch etwas an. Es landet aber nicht so viel an, dass man sagt, so das, was hier abbricht, das landet nur da an, sondern es verteilt sich auch flächenhaft im Wattenmeer. Das Küstenvorfeld, der eine oder andere mag Fischer sein oder Segler, der wird das wohl vielleicht wissen. 1939 gibt es vom BSH, DHI damals, so eine Segel, und da sind die Höhen eingetragen. Braun ist höher und blau ist tiefer. Und hier geht es so darum, dass man sieht, hier
wir wollen uns mit diesem Sand hier beschäftigen. Die sind ja eher für Amrum relevant, aber dieser Sand hat in dieser Zeit Papier an Material verloren. Das Material, das hier weggegangen ist, kommt durch den Kram, durch den Seegang auch teilweise der Odde zugute, aber die Quelle ist versiegt. Also die Odde, die Hörnum-Odde, kriegt davon nichts mehr ab. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, da würden wir Gott spielen, wenn wir das verändern könnten, und das können wir ja nicht. Das Tide-Hochwasser ist gestiegen, das Tide-Niedrigwasser ist fast gleich geblieben, hat ein bisschen gefallen. Der Tidenhub, das ist die Differenz zwischen Hoch- und Niedrigwasser, ist gestiegen, und das ist diese Kurve, die wir haben. Und das ist eigentlich der Indikator dafür, dass wir viel mit Dynamik jetzt haben im Wattenmeer und auch in den Prielen, im Vortraptief, im Listertief, Listeraußentief. Da gehen viel mehr Wassermassen pro Tide rein und wieder raus. Das ist schon also ein starkes Signal, dass die Natur uns in der Nordsee gibt. Den Effekt haben wir auch in Helgoland. Überall in der Nordsee steigt der Tidenhub. Das Tide-Halbwasser, also der Meeresspiegel, steigt also nicht um dieses Maß, sondern weniger, aber der Tidenhub steigt besonders. Dadurch, dass der Tidenhub steigt, haben wir Energie. Und jetzt kommt noch ein anderer Effekt dazu. Die Ebbedauer. Wir haben ja, die Tide dauert ja 12 Stunden, noch ein bisschen. Und dann kann man sagen, das dauert genauso lange, wie es aufläuft und abläuft. Pustekuchen. Das hat sich hier in Hörnum geändert. Das hier, diese Kurven zeigen die Flugdauer, das ist das Blaue, und die Ebbedauer. Und die Ebbedauer ist in diesen Jahren hier kontinuierlich immer kürzer geworden. Das heißt, die Zeit, in der das Wasser abläuft, ist kürzer. Kann man sich vorstellen, dass dann auch die Strömungsgeschwindigkeit stärker werden, sodass dann entsprechend die größere Auskommen. Das ist das Signal, das uns die Natur gegeben hat, zum einen. Zum anderen haben wir die Sturmfluten. Nun sind wir ja nicht alt genug, als dass wir die Katastrophenflut von 1936 kennten. Denn 1936 war die erste Sturmflut, wo hier auf den Inseln die Leute wirklich Angst und Bange wurden. Weil 1936 war die erste Sturmflut in der Neuzeit, die so hoch war wie noch nie vorher. Da wusste ja mal nicht, dass da nachher noch viel mehr kommt. Bloß für die Belastung der Küste und auch speziell der Hörnum-Odde ist das natürlich wichtig, dass wir hier die starke Zunahme der Belastung durch stärkere Sturmfluten, aber auch durch die kleineren Wasserstände gehabt haben. Also das muss die Küste ja auch erstmal erkranken. Der Seegang, der ist hier auf dem Bild eigentlich gut zu erkennen, deswegen habe ich das Bild hier genommen. Der Seegang, der läuft hier schräg auf die Küste zu. Sie können mal länger drauf starren oder Sie gehen heute noch, wenn es dunkel ist, an die Küste. Wir hatten ja Südwestwind und trotzdem liefen die Wellen schräg auf. So schräg laufen sie auf. Das bedeutet, bei diesem schräg anlaufenden Seegang, dass das Material, und können Sie bei jeder Wetterlage gucken, denn nimmt diese Welle immer Energie mit und transportiert den Sand dann immer nach Süden und aus dem System raus. An der Westküste, also nördlich vom Campingplatz, nördlich von der Haupttreppe, da können die Strände auch sich wiederholen. Haben Sie dann auch beobachtet. Wir hatten ja relativ fußige Zeiten im November und Dezember und jetzt sehen die Strände wahrscheinlich wieder besser aus. Haben Sie wahrscheinlich gesehen. Das Ergebnis ist, dass dann hier in dem Bereich kaum Strände vorhanden sind, auch wenn die See relativ ruhig ist. Aber auch hier bei der ruhigen See kann man auch sehen, dass die Wellen hier schräg auflaufen. Es gibt auch einige Wellen, die laufen von Südwesten ein, das sind die kurzen Wellen, die über die Sandbänke aus dem laufen. Die Bauwerke, 1967, 1968 wurden die Tetrapodenwerke errichtet, also wir unterscheiden das Querwerk und das Längswerk. Von dem Längswerk ist ja nicht mehr so viel da. Im Längswerk, Teile sind davon vor Helgoland platziert und teilweise eben für die späteren Wälder gebaut. Dann 1983 und 86 die erste Sandausspülung, auch für Hörnum, auch als Versuchssandausspülung. Man wusste damals nicht, ob es überhaupt funktioniert. Man musste einfach gucken, geht es denn auch? Und dann wurde ein Messprogramm aufgestellt und hat gesagt, ja, man kann auch hier Sand ausspülen.
Dann wurden 2005 und 2006 die Trappoden umgelagert. Das bedeutet, man hat Öffnungen gemacht, damit denn die Orte besser versorgt wird, hat aber festgestellt, dass dadurch der Strand, der Hauptstrand, massiv an Breite verlor und dann hat man die auch wieder zugemacht, weil man das Risiko, dass das Strand nördlich vom Querwerk zu schmal ist, wollte keiner eingehen. Dann wurden 2012 und 2014 die Wellenbrecher, so wie wir jetzt finden, in der Länge gebaut. Parallel dazu Sandfangzäune, Heilpflanzung, Dünenbau, das läuft ja eigentlich immer das Programm. Das macht man ja deswegen, damit der Sand nicht so weit ins Innere fliegt. Man braucht den Sand ja da, wo er für die Welle benötigt wird und das ist immer küstennah. Deswegen braucht man den Sandfangzäune und Heilpflanzung. Und das geht zurück auf Baudissin. 1868 hat er gesagt, so muss man es machen und das hat man jetzt ja auch so durchgeführt. Dann hat man zwischendurch, und das möchte ich eigentlich auch mal zeigen, weil die Küste heutzutage relativ gut gesichert ist, es hat auch schon ganz schlechte Zustände gegeben, die eine oder andere wird es kennen. Das ist hier der Campingplatz und da sieht man der Steintal, hier sieht man, dass man hier die Randdünen nicht hatte und man hatte ja hier Überflutung und hat dann so Dünendämme gebaut. Und hier sieht man die Sandausspülung, die erste von 1983. Das ist noch nicht so gewachsen. Heutzutage, wer es nicht weiß, sieht das ja nicht. Das sind die alten Dämme hier. Aber das ist dann die Sandausspülung, die das erste Mal für diese Randdüne gesorgt hat. Bei den Trappoden war eben 2003, 2005 die Öffnung und Schließung. 2005 wurde das nördliche Trappoden-Längswerk in Helgoland verbaut, also verkraftet. So sieht das Ergebnis aus. Und man sieht, dass dieser Schutz hier in dem Bereich jetzt deutlich besser geworden ist. Und der Schutz reicht in der Regel immer nur bis zum Bauwerk und darüber hinaus und nur ein kleines Stück. Und das ist natürlich so, vorher brach hier bei jeder Sturmflut, die Hörer werden es wissen, bei jeder Sturmflut brach hier Material ab. Und das, was hier abbrach, kommt dem zugute. Ich hatte vorhin ja die Bilder gezeigt von 1965, wo man sehr schön sehen konnte, dass diese Dünen hier alle im Abbruch waren und das Material, was da im Abbruch war, hat sich hier angelagert. So hat die Hörn und Olle immer funktioniert. Wenn wir das jetzt nicht zulassen, dass was hier ist, was abbricht, kommt hier auch natürlich nichts an. Das ist auch noch ein Bild, so wie das jetzt hier im Mai 2015 ausgesehen hat. Die Sandersatzmaßnahme, es gibt kaum keine Stelle auf Sylt, die nicht so viel Sand bekommen hat wie Hörnum. Und die Hörnum-Olle wurde sogar auch mit Sand versorgt, auch direkt mit Sand versorgt. Das erste Mal 1,6 Millionen Kubikmeter. Jetzt spüren wir für ganz Sylt immer ungefähr 1 Million Kubikmeter auf. Und da wurden sogar 1,6 Millionen nur im Bereich Hörnum bis hierhin, also bis zum Querwerk wurde eingespült, aufgespült. Dann erfolgten also weitere Ausspülungen 1990 mit 1 Million Kubikmeter, wo das gesamte Querwerk aufgespült worden ist. Und dieser Sand hier hat sich dann relativ schnell hier nach unten hin umgelagert. Und man kann sagen, seit 2007 spüren wir jährlich in diesem Bereich auf. Jährlich. Aus meiner Sicht. Die Bedeutung für die Ortslage Hörnum. Jetzt ist es so, dass die Dünen als Hochwasserschutzanlage benötigt werden. Die Frage ist natürlich, wie viele Dünen werden benötigt. Und die Vordünen werden als Vorland für die Wellenauflaufzone gebraucht. Das heißt, die Wellen, die auf die Küste zulaufen, müssen ihre Energie verlieren und dazu brauchen wir natürlich ein bisschen Vorland. Und das ist natürlich jetzt kein Klei, sondern das ist Sand. Und für die Ortslage ist dieser Teil hier unten nicht entscheidend. Das heißt, wenn dieser Bereich abgetragen werden würde, dann hätte man mit diesen Mengen, die hier liegen, noch ausreichenden Schutz für die Ortslage. Das Fazit. Was gelungen ist, die Erosion am Weststrand zu begrenzen auf 0 von vorher 2 Meter. Ein Teilausgleich ist durch Sandausspülung erfolgt und auch immer möglich. Natürlich wird man nicht die Dünen, die mal 15 Meter hoch waren, wieder ersetzen. Deswegen nicht komplett, wenn eine Düne
abbricht und die war vielleicht 15 Meter hoch und die bricht ab, dann wird man eine Düne erstellen können, also aufspülen, die vielleicht 5 Meter hoch ist und der Wind kann nachher wieder eine höhere Düne machen. Und was wichtig ist, dass wir im Hinterkopf behalten, dass wir eine Verstärkung der Tiegendynamik und der Sturmflutaktivitäten gehabt haben in den letzten Jahrzehnten. Schräg anlaufende Wellen, das ist für die Hörner und Odde eigentlich so das Entscheidende, dass die Wellen nicht senkrecht auf die Küste laufen, sondern schräg und Material immer nur mitnehmen und das aus dem System raus transportieren und natürlich die Odde auch mal länger gemacht haben, als genügend Sand zur Verfügung stand. Wir haben eine Umnahrung im Küstenvorfeld, den Bodenabtrag. Man kann sehen, dass also ab vom Campingplatz bis zum Querwerk, dass es dort 1 bis 2 Meter tiefer geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Ein Teilausgleich, wie gesagt, für die Sandausspülung ist da erfolgt. Vielleicht muss da auch noch mal mehr passieren. Der Sand kommt zum Teil, haben wir ja gesehen, im Südosten der Odde an, merkt fast keiner. Aber wir haben auch eine Schütthangbildung mit Vorschlagtief und Hörnotief. Das heißt, der Hang von dem Priel, der schüttet Richtung Amrum. Also da liegt auch ein Teil und ein großer Teil verschwindet dann flächenhaft im Wattenmeer und baut vielleicht die Sandbank auf, die zwischen Hörnum und Dunsum liegt. Da ist ja auch so eine Sandbank auf und Hörnum auch sehr schön sehen. Vielleicht kommt das auch von den Ausspülungen Hörnum, aber auch vielleicht Utersum. Die Strände an der Hörnum-Odde können sich nicht erholen wie an dem Weststrand, dadurch, dass immer die Richtung immer eine ist und die Wellen schräg auf die Insel zulaufen. Bauwerke bewirken immer Vor- und Nachteile. Da gilt es natürlich abzuwägen. Per se zu sagen, ein festes Bauwerk ist immer schlecht, wäre zu einfach. Da muss man eben gucken und abwägen, was will man, was kann man. Und der letzte Punkt ist wahrscheinlich für die Menschen das Wichtigste, dass die Ortslage geschützt ist, die Ortslage Hörnum, und zwar besser denn je. Wenn wir uns heute angucken, wie stark die Vordünen sind und dass wir durchgängige Randdünen haben und dass auch vor der Sommerhaussiedlung, dass da also genügend Vorland ist, da wurde ja auch also Dünendamm mal geschaffen, also auch künstlich aufgeschaffen und das Tal vollgefüllt, dann hat die Ortslage einen sehr guten Schutzstatus und wenn man auch sieht, wie viel Sand am Oststrand ist, denn das ist ja auch eigentlich also sehr jetzt besser als damals. Das ist mein Fazit und solange wir uns noch festfahren können. Ja, ich denke, wir hätten es ja schon gesagt, von 1936 weiß keiner mehr den Zustand unserer Küste, aber ich denke, wir seit 1950, so kann ich auch schon mitreden. Wir wissen ja ungefähr, wie alt ich bin. Wir haben 1962, muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal festgestellt, wir verlieren die Küste. Vor dem war da gar haben wir daran keinen Gedanken dran verschwendet. 1962, da war die Kernsiedlung gerade erstellt. 1962 war die Kernsiedlung gerade erstellt. Viele aus Hamburg und Berlin und aus Frankfurt hatten sich dort ein Haus gekauft und nach der Sturmflut im Februar war der Strand bei denen vor der Tür. Einige wollten ihre Häuser schon wieder verschenken. So sah das damals aus. Und ich denke, wir gerade durch die Maßnahmen des damaligen Marschen Bauamtes und heutigen LK1, die dann immer so langsam anliefen, 67, mit den Tetrapoden, die gebaut wurden hier in Hörnum und die vorgelegt wurden. Aber auch da haben wir schon gemerkt, dass diese Stürme uns da ganz schön ins Handwerk pfuschen. Man wollte das Querwerk in die See rausbauen und baute ein großes Gerüst auf den schon aufgestellten Tetrapoden und machte dort Holzgerüst drauf, dann wurden Schienen verlegt und darauf fuhr ein Kran, der dann die Tetrapoden immer weiter raustragen sollte. Und der erste Auguststurm, der hat alles auseinandergehauen und die konnten die Tetrapoden für dieses Querwerk nicht mehr weiter rausbringen. Man versuchte dann damals noch mit russischen Transporthubschraubern das zu
vervollständigen. Das gelang aber nicht, sodass das Querwerk eigentlich nicht so lang wurde, wie es eigentlich mal werden sollte. Vielleicht war das auch gut so, denn ich bin der Meinung, dass dieses Querwerk auch jetzt gerade für die Hörnumer Südspitze zum Nachteil geworden ist. Aber das ist nur meine Meinung und auch keine fundierte. Insgesamt bin ich mit den Maßnahmen, die wir durch das LKN und hier vertreten von der Löllerich und auch von den Hinrichsen, die wir durchführen, äußerst zufrieden. Die Ortslage ist geschützt, das hat der Hinrichsen nochmal deutlich gemacht. Dass wir diese Verluste an der Otte jetzt wirklich dramatisch haben, das trifft uns hart. Wir haben nochmal ein Schreiben an den Minister Habeck gesandt, jetzt auch mit einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung, uns dort nochmal zu unterstützen. Aber wir werden keine Vorschläge machen, wie das gemacht werden kann, denn dafür sind wir keine Experten. Die Ortslage ist geschützt, wir sind sehr gut. Der Hauptstrand ist immer noch da, wo 1962 war. Das wäre mein Fazit. Das heißt also, ich freue mich immer, wenn wir die Standpunkte, wenn wir die Informationen, und wir haben ja die profunden Kenntnisse eines Arzthinrichsen nur kennengelernt, wenn wir die vor Ort direkt mit den Menschen besprechen können, an sie herantragen können, mit ihnen diskutieren können, beantworten können. Das vorweg. Ich darf vielleicht so ähnlich wie Herr Speth sagen, dass ich seit mindestens 30 Jahren beruflich mit der Insel Sylt zu tun habe. Ich habe also in den 90er Jahren, als hier wirklich nur die Stürme toben, durchaus mal auf dem Cliff gelegen und unten in die See geguckt, das was wir heute dringend jedem abraten. Aber das gibt einem einen ganz anderen Eindruck, ein ganz anderes Gefühl dafür, mit welcher Gewalt die Natur hier auf diese Insel einwirken kann. Wenn ich bedenke, was wir seit der Einführung der Sandvorspülung für diese Insel haben erreichen können, dann kann ich erstmal tief zufrieden sein, dass unsere Vorgänger im Amt dieses erkannt haben, dieses eingeführt haben, dieses konsequent weiterentwickelt haben und wir heute dieses Instrumentarium, wie ich meine, zu einem Standardbauwerk weiterentwickelt haben. Dass unsere Vorfahren natürlich auch ein Querwerk gebaut haben und die Tetrapoden durchaus dicht an den Dünen verlegt haben. Da würde man heute sagen, das war eine Maßnahme der Zeit. Ob man das heute noch machen würde, Fragezeichen. Wir haben ja auch reagiert, indem wir gesagt haben, ja, wir haben Tetrapodenlängswerke gehabt, aber durch die Sandvorspülung haben wir bestimmte Abschnitte so gut schützen können, dass wir diese Tetrapoden auch wieder wegnehmen konnten. Da sind aber jahrelang Erfahrungen vorausgelaufen, bis wir zu der Erkenntnis gekommen sind, ja, wir können diese Tetrapoden wegnehmen. Wir haben auch auf die Erosion, die wir in den vergangenen Jahren gehabt haben, also in diesem Jahrtausend, entsprechend reagieren müssen. Wir haben ja die Sorgen und Nöte der Bewohner erkannt und das hat dann eben zu den Maßnahmen geführt, die Sie heute jetzt am Weststrand südlich des Tetrapodenquerwerkes erkennen. Wir haben das mit der Gemeinde, mit allen Verantwortlichen zusammen ausgearbeitet, diskutiert, wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen, wir haben auch gesagt, was eintreten wird, nämlich, dass wir Erosion an den Erosionspunkt nach Süden werden verlagert sehen. Das ist auch so eingetreten, aber was insbesondere als Wohn sehen können, wir haben in dem Bereich, der direkt der Siedlung zugeordnet ist, tatsächlich eine Schutzmaßnahme, die, glaube ich, beruhigend in den letzten Jahren schon auch auf die Menschen gewirkt hat. Soweit von mir aus. Auch vielen Dank für die Einladung, die Historiker heute zu dieser Podiumsdiskussion, zu dem Vortrag von Arzthinrichsen. Wir als Schutzstation Wattenmeer sind hier seit 1972 als betreuender Verband zuständig für die Hörner Odde. Wir sind auch einer der größte betreuende Verband im Nationalpark. Wir betreuen große Flächen hier im Nationalpark von der Elbe bis hier zum Hindenburgdamm. Und wir haben uns intensiv auch mit den anderen Naturschutzverbänden auf Sylt hier ausgetauscht und überlegt, wie stehen wir dazu, wie stehen wir zu dem ganzen Vorgang, der an der Hörner jetzt stattfindet. Wir hatten unter anderem letzte Woche nochmal eine Diskussionsveranstaltung mit den Verbänden. Dort war die NSG vertreten, der Jordsand, der NABU, Schutzstation WWF, ein Vertreter von Zürich war auch da. Und
eine Position, die wir haben und die auch alle vertreten, ist, es gibt natürliche Prozesse innerhalb des Wattenmeeres, denen man nicht entgegenwirken kann, auch wir von der Naturschutzseite, wo wir sagen, die finden statt, es findet eine Sedimentation statt, es findet irgendwo ein Abtrag statt. Und das ist ein Prozess, der in diesem Weltnaturerbe Wattenmeer, was wir hier vor unserer Küste haben, stattfinden soll, darf und muss und den wir auch gewährleisten, den wir auch laufen lassen müssen. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, wenn es menschgemachte Maßnahmen da gibt, die bestimmte Prozesse beschleunigen, wie zum Beispiel ein Tetrapodenbauwerk, ein Querwerk, ein Längswerk, was dazu führt, dass eine Erosion schneller stattfindet, als sie vielleicht natürlich stattgefunden hätte, dass wir dann sagen, dann muss der Mensch, in dem Fall Küstenschutz, dafür auch sorgen, dass wir diesen Prozess eventuell wieder so in das Gleichgewicht stattbringen sollen, wie es natürlich hätte stattfinden können. Also verlangsamen. Wir sagen Sandverspülung, das ist eine Methode, die wir befürworten, ein Sanddepot hier vor Hörnum. Das würde gleichzeitig dem Küstenschutz noch zugute kommen, also die Kehrsiedlung erhalten, die Ortslage erhalten. Das ist das erste Ziel auch für uns. Was dann als Nebeneffekt stattfindet, ist durch den Sand den Rückgang der Orte aufhalten und verzögern. So viel dazu. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben uns den Zeitrahmen gesetzt, bis 19 Uhr diese Veranstaltung laufen zu lassen. Und wir haben uns darauf eingestellt, dass Sie Fragen haben. Und ich denke, diese Fragerunde sollten wir jetzt mal eröffnen. Ich würde gerne sehen, dass jeder, der zu Wort kommt, sich auch kurz vorstellt. Und es wäre schön, wenn wir uns an einen Zeitrahmen von etwa 3 Minuten pro Redner halten. Werner Mansen. Ich hätte die Frage, wenn jetzt im Grunde schon Konsens ist, dass feste Bauwerke an der sandigen Küste weniger sinnvoll sind, gibt es nicht eine Möglichkeit, um den weiteren Verlust des Naturschutzgebietes einzudämmen, eine schnellere Maßnahme anzustreben? Weil ich denke, es ist an der Zeit, wenn die hohen Dünen weg sind, sind sie weg. Und diese dynamische Veränderung der Küste ist eine naturbedingte Sache, aber doch ein großer Verlust für die gesamte Insel. Ich kann zustimmen. Wir haben ja in unserem Gespräch mit den anderen Verbänden genau das Gleiche festgestellt. Wir sagen auch, diese Veränderung, die da jetzt stattfindet an der Orte, die ist einfach, wir sagen, beschleunigt durch diese Maßnahmen, die ist verstärkt durch diese Maßnahmen. Das ist sicherlich ein natürlicher Prozess, aber so wie er jetzt abläuft, ist es schneller als, ich denke mal, ursprünglich erwartet. Wir fordern dieses Sanddepot einmal als Küstenschutzmaßnahme zur Sicherung der Ortslage übernommen und natürlich dann auch, um das aufzuhalten. Und da vielleicht auch wieder zu verstärkter Dünenbildung zu führen. Ja. Ich möchte noch mal eine kurze andere Sache erwähnen und da bin ich auch dankbar, dass das letztes Jahr verabschiedet wurde vom Kabinett. Ich weiß nicht, ob das alle hier wissen. Es gibt eine gemeinsame Wattenmeerstrategie 2100. In dieser Wattenmeerstrategie, das ist ein Papier, das ist vom Kabinett letztes Jahr verabschiedet worden. Herr Dr. Oelrich, Sie waren maßgeblich beteiligt in diesem Papier. Und das, was dieses Papier ausmacht, ist dieses gemeinsamen Küstenschutz und Naturschutz. Maßnahmen hier entwickeln, die sowohl natürlich die Sicherstellung des Lebensraums für die Menschen hier im Nationalpark oder im Wattenmeer, in den Inseln, in Halligen, an der Küste Schleswig-Holsteins, als auch zur Erhaltung des Weltnaturerbes Wattenmeer führen. Und eine der Gedanken war natürlich solche Sanddepots, das ist eine der verschiedenen Versionen, wie begegnet man diesem Meeresspiegelanstieg, dem potenziellen Verlust des Weltnaturerbes Wattenmeeres durch letztendlich immer mehr Flächen, die bedeckt werden durch das Wasser. Man muss also das Wattenmeer auch ansteigen lassen. Man muss gucken, wie bringt man verstärkt Sedimentation in das Wattenmeer hinein. Schafft man das durch Sanddepots? Wo kommt der Sand her? Also, da gab es ganz viele Diskussionen. Und in diesem Kontext ist auch das hier, dass man nicht nur die Ortslage Hörnum schützt, natürlich auch dann guckt, wie erhält man hier diesen ganzen Lebensraum. Und von daher Sand hier vor Hörnum finde ich eine geniale Sache, um nicht nur das Wattenmeer mitwachsen zu lassen, sondern auch dann die Hörnumer Orte zumindest
den Aufgang, den Abtrag zu verringern, zu entschleunigen. Vielen Dank, Herr Fürst. Andere Wortmeldung? Herr Klatt, Sie können, weil kein anderer sich nicht mehr Ich sehe das. Wir sind schon wieder da angekommen, wo ich nicht hin wollte. Das gehört auch irgendwie zum Ding dazu. Also die Konfrontation. Wir haben schon wieder die Konfrontation. Entweder wir schützen die Ortslage Raum, die Bürger und die Gebäude oder den Naturschutz. Was haben wir denn hier? 1972, ja, herrlich. Das Gegenteil. Wir haben jetzt ein Naturschutzgebiet, was von Jahr zu Jahr kleiner geworden ist, das wissen wir alle, durch alle Leuchtfeuer und Unterfeuer, die verschwunden sind. Und wir haben jetzt eine Sandaufspülung. Ich weiß nicht, ob man so einen Teil unbedingt als Naturschutzgebiet bezeichnen darf. Und davor haben wir die Tetrapoden liegen. Also, was haben wir letztendlich als Naturschutzgebiet? Wenn wir jetzt uns nur mal um die Natur kümmern, dann haben wir davon eine Restfläche von vielleicht einem Drittel oder weniger, die jetzt noch übrig geblieben ist und die weiter schwindet. Und ich denke mir mal, wenn man eine Gebietsbetreuung macht, das Einzige, was ich mir auf die Fahnen schreibe beim Roten Cliff, ist, dass wir zum Beispiel das herrliche Restaurant an der Haupttreppe verhindert haben. Wenn man eine Gebietsbetreuung hat, soll man doch ein Gebiet betreuen und sich nicht darüber freuen, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn da eine Sandaufspülung gemacht wird und Tetrapoden hingelegt. Das hat doch mit Naturschutz nichts zu tun, außer dass sich da die Hummer ansiedeln können von Helgoland. Nicht? Das macht Helgoland ja auch. Dann haben wir neue Biotope, wir haben kein Sand mehr, kein Sandwatt, wir bekommen ein Felswatt, natürlich durch diese Verfelsung, was hier nicht hingehört. Wo wir dann letztendlich wieder sehen, können wir uns ja mit den Herrschaften in List vom Naturgewalten und vom Alfred-Wegener-Institut unterhalten, was dann halt letztendlich alles Neues geschieht. Und diese 800 Meter oder wie lang auch immer, vom Querwerk aus gesehen, das Längswerk oder der Wellenbrecher oder wie immer wir das nennen auch ist ein Störkörper, ein totaler Störkörper in einem ehemaligen Naturschutzgebiet, was ja Gründe hatte, als es 1972 unter Naturschutz gestellt wurde. Vielen Dank. Ich wollte mal fragen, wenn man nun an der Südspitze eine Siegelbuhne davor baut, etwas weiter draußen, damit die Energie, die Sandbänke früher abgehalten haben, dass die da schon vorher gebrochen werden. Denn wir haben doch in den letzten Jahren immer eine Südwestströmung mit dem Wind. Und die ganzen Wellen, die machen doch da alles kaputt, weil der Wind hauptsächlich von Süden kommt. Der Begriff der Sichelbuhne ist ja zumindest was die Beschäftigung in Sylt angeht, geboren worden in den 90er Jahren, als man insbesondere auch solche Bauwerke mit untersucht hat, dazu auch Kosten benannt hat. 80er Jahre. Und Sichelbuhnen in der Form, wie man sie denn konfiguriert hat, in einer Größenordnung damals von, ich sag mal, mindestens zweistelligen Millionen D-Mark-Beträgen gelandet sind. Herr Förster hat es ja schon richtig gesagt. Wenn irgend möglich, wollen wir auf feste Bauwerke in der Zukunft verzichten. Eine Sichelbuhne wäre immer ein festes Bauwerk und damit ein Störkörper. In einem Gebiet, was hochkomplexer nicht sein kann, stellen zu können und sagen, wie komplex Seegang, Strömung, Tide, Sediment, Morphologie in diesem Gebiet zusammenwirken. Und deswegen sagen wir auch, wir müssen sehr behutsam, wenn wir mit solchen Körpern wie Tetrapoden arbeiten, sehr behutsam in dieses Gebiet hineinarbeiten. So, wir glauben, ich sage nochmal, mit dem, was wir gemacht haben, dieses sicherzustellen. Ich möchte vielleicht auch noch auf eins hinweisen. Wir sagen, oder es könnte der Eindruck hängen bleiben, dass der gesamte Sedimenttransport von Nord nach Süd nun komplett unterbunden ist oder dass von Süd nichts mehr ankommt. Wer mal auf die Bilder geguckt hat, der wird gesehen haben, dass sich selbstverständlich Sedimentbänder auch um das Querwerk herum nach Süden ziehen. Leider können wir nicht ins Wasser reingucken und leider ist der Mensch auch nicht in der Lage, wenn er nun die Orte umwandert, dies denn jeweils täglich zu sehen. Bei sehr niedrigem Niedrigwasser kann man sehen, wie viel Sand da draußen in Bewegung ist. Und Sie können es auch erkennen an den Sedimentbändern, die so quer zum Strand sich formieren, dass sehr wohl Sand auch am Strand ankommt. Und
Das ist natürlich das, was wir gerne befördern wollen, dass dieses Sediment, was von Nord nach Süd strömt, auch der Odde zugutekommt. Deswegen müssen wir eben aufpassen, dass wir mit festen Bauwerken nicht zu weit nach Westen weggehen, solange wir mit diesen festen Bauwerken operieren. Also die Sandvorspülung hat sich ja im Wesentlichen bewährt, kann man sagen. Und ich möchte, weil ich es sehr erschreckend fand, zu sehen, wie viel Verlust möglicherweise noch in Kauf genommen werden muss, dringend dafür appellieren, dass schnellstmöglich eine Sandersatzmaßnahme an der Südspitze durchgeführt wird. Denn ich wiederhole vorhin, die hohen Bühnen, die sind eine Kostbarkeit für mich, auch aus landschaftlicher Sicht, aus Sicht der Natur, auch mit den Lebensräumen, die verloren gehen, wenn wir nur noch weiße Bühnen haben. Und ich denke, es ist ein Wert, auch das zu erhalten. Vielen Dank, Herr Förster. Ja, ich kann dir nur zustimmen, sehen wir im Prinzip auch so. Ich möchte auch noch mal kurz auf Herrn Klatt eingehen. Uns tut das in der Seele auch weh, wenn wir diesen Rückgang der Hörner Odde sehen, wenn wir erleben, wie jedes Jahr oder bei jeder Flut, auch jetzt hier im Dezember und im Januar, immer wieder weitere Stücke verloren gehen. Das ist wichtig. Es ist allerdings, und das steht ganz oben, es ist auch Teil eines dynamischen Prozesses. Wir haben auch andere Punkte im Wattenmeer, wo wir einen Anwuchs feststellen. Auch, es gibt ein paar Sandbänke, da haben wir auf einmal wieder Vegetation und es passiert viel im Wattenmeer. Es ist ein lebendiges System. Was wir sagen, was wir auch alle, glaube ich, uns einigermaßen einig sind, dass wenn es menschgemacht ist, wenn es menschgemacht zu einem Rückgang geht, dass man dann da reingehen sollte. Das sehen wir natürlich hier an der Odde. So. Ja, Dennis Schaaf auf der Station Wattenmeer. Ich habe noch mal eine Frage auf diese Sedimenttransportwelle, die Sie gerade noch erwähnt haben. Also gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, die man noch weiter erforscht? Also dass man, wenn man gar nicht genau weiß, sozusagen, wie viel bewegt sich da wohin ganz genau. Und dann sprachen Sie an, es müsste eine sehr große Menge Sand sein, die sozusagen da hinkommt. Wenn man sich überlegt, dass die Querwerke verschwinden und dass der Sand wieder sozusagen sich unten wieder frei anlagern kann. Ja, ist ja die Frage, ist sowas denkbar oder gibt es schon irgendeine Vorstellung davon, wie groß diese Sandmenge sein müsste, damit das irgendwie möglich sein könnte? Herr Förster hat es ja gerade genannt. Wir haben uns zu einer Strategie entschlossen, die das gesamte Wattenmeer betrifft und die Insel einschließt, die Gedanken vorauswirkt bis zum Jahr 2001 ein Thema für sich. Ich greife jetzt einfach mal rein. Im Rahmen dieser Strategie haben wir uns entschlossen, mit der Bundesanstalt für Wasserbau eine Kooperation einzugehen, die dahin führen soll, dass wir für das gesamte schleswig-holsteinische Wattenmeer ein morphodynamisches Modell aufbauen, in der Hoffnung, dass es uns die Prozesse, die sich in dem Gebiet stattfinden, tatsächlich auch abbilden kann. Das ist bis jetzt eine Hoffnung, die wird genährt dadurch, dass wir sehr wohl sehen, dass die Bundesanstalt für Wasserbau das für das Elbestuar hinkriegt und für das Weserestuar hinkriegt. Wir haben zusammen mit der Bundesanstalt für Wasserbau ein erstes Pilotvorhaben formuliert und das umfasst genau diesen Bereich, nämlich den besonders schwierig zu modellierenden Bereich, weil auch die Prozesse auch so komplex sind, wie beschrieben, zwischen den Inselenden Sylt, Amrum, die Sende vor Sylt und Amrum eingeschlossen. Das heißt also, wir sind auf dem Weg. Ich hatte ja vorhin schon deutlich gemacht, wir brauchen fachliche Grundlagen, Entscheidungshilfen, damit ich Ihnen die Frage beantworten könnte, mit wie viel Kubikmeter Sand wir eigentlich reinarbeiten müssten, damit wir das Risiko minimieren können. So, und da werde ich Ihnen heute keine Zahl sagen. Dass der Damm mal als Brücke gebaut werden könnte, dass da das ganz normale hier Wasser fließen kann, wenn ein Sturm kommt, dass es reingeht in die Bucht und hier sich nicht sammelt am Damm und hier, wenn hier Sturm kommt, dann stößt da noch mehr Wasser rein und wenn dann der Sturm weggeht, saugt sich das ja so weg, das ist fast wie ein Abfluss, das saugt sich alles so weg. Ne? Und hat man sich da nicht mal Gedanken darüber gemacht, dass der Damm vielleicht erhöht werden kann, muss ja nicht sehr hoch sein, dass das Schiffe runterfahren können,
Aber wenn Sturm kommt, dass da halt eben ein gewisser Kreislauf ist. Wir sprechen bestimmt vom Hindenburg dann, ne? Ja, Eindeutig. Ja, die meine ich auch. Ja. Das ist ja eigentlich für mich störbar. Ja, grundsätzlich hat es mal, ich sag mal, aus den 30er, 40er Jahren heraus die Tendenz gegeben, dass man die Inseln und die Halligen Dämme an das Festland anschließt. Vor folgendem Hintergrund: Man weiß sehr wohl, dass die Tidewelle von Süd nach Nord durchläuft und immer wenn sie in die Tidebecken reinströmt, passiert es im Süden zuerst, im Norden etwas später. Das führt dazu, dass wir immer residuelle Strömung, sagt man denn, also im Resultat Strömung in Richtung Norden haben. Das heißt also, die Verbindung zwischen zwei Tidebecken führt immer dazu, dass Strömung dort Richtung Norden durchsetzt. Führt immer dazu, dass diese Tidebecken eher an Substanz verlieren, weil Sediment auch mitläuft, als dass sie an Substanz gewinnen. Wir haben immer dann, wenn ein solcher Damm etabliert worden ist, eine Entwicklung gehabt, die dazu geführt hat, dass Material in dem Bereich sich hat ablagern können, weil es zu einer Strömung, unterm Strich zu einer Strömungsberuhigung gekommen ist. Wir sind diesem Gedanken noch nicht näher getreten, weil wir auch glauben, dass es unterm Strich wenig Sinn macht. Es wäre ein unglaublicher Aufwand. Ich würde den gar nicht in Millionen Euro ausdrücken wollen. Und der Erfolg dieser Maßnahme wäre zweifelhaft. Auch in dem von Ihnen angestrebten Sinne. Dankeschön. Sie hat sich noch gemeldet. Mein Name ist Rosemarie Batzek und ich habe eine ganz konkrete Frage. Man hat irgendwann Tetrapoden nach Helgoland verschifft und hinterher hier wieder irgendwo welche hergeholt, um sie weiter südlich zu verbauen. Könnte man dann, wenn irgendwo Tetrapoden weggenommen werden soll, die nicht wo lagern, sodass man sie später wieder ansetzen könnte, wenn man dann Erfolg verspüren würde oder Bedarf? Wenn Sie das mitverfolgt haben, wie wir operiert haben, um die Tetrapoden für diese Bauwerke, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, gewonnen haben, dann haben wir, denn ich muss vorweg schicken, dass diese Tetrapoden, die ja, ich sag mal, vor Westerland bis Wenning steht, vor Hörnum, als Längswerke direkt vor die Dünen gelegt worden sind, dass wir erkannt haben, dass die eben ihre Wirkung entweder nicht tun oder wenn sie die Wirkung tun, dann eher kontraproduktiv. Wenn wir wieder Tetrapoden brauchen, dann würden wir wieder in die Bereiche gehen, wo die Tetrapoden heute unter Sand liegen und würden die wieder dort gewinnen. Und dass wir das können, dass wir das auch einigermaßen vom Kostenrahmen her können, das haben wir gezeigt. Und wenn es also anstünde, dann würden wir wieder, jedenfalls nach heutiger Erkenntnis, genauso vorgehen. Mit dem Schlepptau, wenn das doch immer geholfen hat, habe ich jetzt den Gedanken, das wird wieder nur probiert, ne? Im Angesicht der Tatsache, dass so viel Naturschutzgebiet gerade vor unseren Augen verschwindet, die noch nie in ganz Deutschland auf einen Schlag verschwunden ist, da sind wir so schon in Sorge. Und ich denke mal, wenn man jetzt sagen würde, so, wir gehen jetzt ran ans Land, und wir sagen jetzt, wir geben einfach mal den Impuls und sagen, Leute, versucht es doch noch mal mit mehr Sand. Macht Sandausspülung oder untersucht mal die Sache Tetrapode. Da gibt es ja so viele Untersuchungen, die immer wieder gesagt haben, also im Grunde sind sie schlecht. Und was da passiert, der Ort ist geschützt, das kann ich verstehen. Aber die Olle, also ich finde, es ist zum Weinen und es passiert ja immer mehr. Wenn wir an einer solchen hochenergetischen Küste mit diesen Kräften, mit denen wir hier leben müssen, etwas machen, dann gucken wir erstmal, ob das, was wir am besten Wissen und Gewissen machen, auch tatsächlich funktioniert, um dann weiterzugehen. Das ist das eine. Deswegen steht da so ein bisschen das Wort probieren. Das hat aber etwas damit zu tun, dass wir Demut vor den Kräften haben, mit denen wir es zu tun haben. Das Zweite, Mensch, probiert das doch mal mit einer Menge Sand. Ich greife jetzt nochmal. 1 Million Kubikmeter setzen wir jedes Jahr ein für die gesamte Westküste und investieren regelmäßig 6 bis 6,5 Millionen Euro. Mal abgesehen davon, dass wir dann noch Sondermaßnahmen wie Verklappung von Sand an bestimmten Abschnitten, damit der Vorstrand gewinnt, noch oben drauflegen. Nehmen wir nochmal 1 Million Kubikmeter, die wir da vorlegen würden. Dann wären das weitere 6 Millionen. Wir wissen nicht, wie lange das hält. Wir wissen nicht, wann das aufgezehrt ist.
Das heißt also, man muss sich sehr wohl, sehr gut überlegen, wann man mit wie viel Kubikmeter operiert. Und ich muss immer wieder betonen, dass der Auftrag, den der Küstenschutz hat, eben die Sicherung der Ortslagen, in diesem Fall Hörnum. Und je weiter wir nach Süden kommen, desto zweifelhafter wird es vom Auftrag her, dass wir dort überhaupt operieren können. Denn wir leben natürlich mit dem Spannungsfeld. Es ist ein Naturschutzgebiet. Normalerweise sollte der Mensch dort überhaupt nicht aktiv sein. Das wäre das Ideal. Und jetzt rutschen wir rein in diese Abwägung, soll der Mensch dafür etwas tun und wenn ja, wie viel? Und deswegen diese Zurückhaltung. Mein Name ist Jürgen Ingersen, Vorsitzender der Söring-Vereine. 2 Fragen. In dem Vortrag ab Hinrichsen hörte ich, dass das Wasser vor Hörnum immer tiefer wird. Heißt das, dass der Sockel von Sylt da auch angegriffen wird? Wahrscheinlich durch die Querwellen oder so, dass die Wellen ja später brechen, ne, vor der Küste. Und ist das nicht eine viel größere Beängstigung für uns überhaupt? Und können wir da nicht irgendwie auch gegensteuern oder Maßnahmen machen? Denn das ist ja das Schlimmste, wenn der Sockel vor Sylt langsam näher kommt, sage ich mal. Ne? Ja, und das andere, da kann ich mich nur wiederholen, wie viele andere hier es auch schon gemacht haben. Dieser rote Kreis, der da schon von Ihnen halbwegs aufgegeben ist, man sollte versuchen, den zu schützen. Und letztlich die Hörnum-Otte ist ja auch ein enormer Schutz für Hörnum vom Süden her. Und jedes Teil, was da abbricht, natürlich auch als Naturschutzgebiet, finde ich einfach beängstigend. Und ich meine, das ist schon fast zu spät, da noch etwas mehr zu retten. Alleine die Wortwahl würden wir sogar nicht in den Mund nehmen, wir geben die Otte auf. Sondern es ist eine Markierung dessen, wo wir sagen, da wäre noch eine Linie, deshalb wäre eine Linie reingemalt, da wäre eine rote Linie erreicht. Wenn diese Linie erreicht würde, habe ich gesagt, dann müssten wir schon eine Maßnahme vorhalten, damit wir nicht zu weiteren Abbrüchen kommen werden. Die zweite Anmerkung zu den Verhältnissen, die im Küstenvorfeld vonstatten gehen, die wir nicht sehen, die wir nur mit Vermessungsdaten zu fassen kriegen, die wir deswegen, und wir haben uns im Zug gerade eine Darstellung von Ars Hinrichsen angeguckt, wie er die verfügbaren Vermessungsdaten nur an einem Profil mal dargestellt hat, wie die Verhältnisse sich im Küstenvorfeld verändern. Die müssen wir in der Tat im Auge behalten und es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir im Küstenvorfeld mehr tun werden müssen. Bisher sind wir in Übereinstimmung mit den Bürgermeistern jedes Jahr auf dem Weg, jedes Jahr wieder im Frühjahr und verteilen die Mengen, die uns zur Verfügung stehen, an den Stränden, so, dass wir in Übereinstimmung sagen, ja, da sind die Mengen richtig platziert, so werden wir auch, ich sag mal, durch den Sommer und dann durch den nächsten Winter kommen. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir auch, das war bis 2006, nennenswerte Mengen, 700.000 Kubikmeter, in den Vorstrand vor Anton gegeben haben, um zu sehen, wie wirken diese Mengen eigentlich. Wir haben sie auf den seeseitigen Hang des Riffes gepackt und wir haben mal geguckt, wie wird sich die Morphologie in den nächsten Jahren verändern. Und der Abschlussbericht zu diesen zusätzlichen Vermessungen, zu diesen zusätzlichen Mengen hat ergeben, sie wirken ausnahmslos positiv. Wir haben nämlich eine Stabilisierung des Strandes. Wir können damit rechnen, dass Mengen, die wir im Vorstrand eingeben, auch stabilisierend auf den Strand wirken. Und insofern sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir hier mit Mengen in den Vorstrand auch in Zukunft werden reinarbeiten können. So, also da sehen Sie schon, die Lösung auch für diese Fragestellung liegt eigentlich schon vorgeprägt auf der Hand. Bitte. Frage zu dem, wenn dieser rote Bereich angegriffen wird, reagiert. Gibt es da schon Planungen, wie man dann handelt, auf der Ostseite? Fester Damm wie auf Norderney oder was gibt es da für Planungen von der Küstenschutzseite? Denn es braucht nur 1, 2 große Sturmfluten vielleicht und das ist weg. Und dann erst darüber nachzudenken, das muss ja schon so ein bisschen Schublade sein. Was gibt es da? Also der Anstoß ist ja gegeben, dass wir darüber nachdenken. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir es tun.
Aber dass ich jetzt die Schublade aufmachen könnte und Ihnen sagen könnte, so werden wir es machen, so weit sind wir noch nicht. Ja, aber Sie müssen ja irgendeine Vorstellung haben. Eine Vorstellung dazu. Wenn ich Ihnen jetzt die Vorstellung einfach so auf den Tisch packen würde, dann würden Sie sagen, dann würde sofort die Diskussion losgehen, ja, das wollen wir nicht. Also wir kommen mit der Vorstellung, wie wir dann darauf reagieren, dann, wenn wir uns sicher sind, dass das, was wir sagen und was wir vorschlagen, auch vertreten können. Sich wieder in Wohlgefallen auflöst. Und nur noch ein letzter Abschluss, weil ich sehe, dass ich für die Odde auch heute mit meiner Anwesenheit leider nicht das erreichen kann, was ich seit 26 Jahren versuche. Wenn wir in das Werk vom WWF hineinschauen, ist ja auch allen bekannt, dann können Sie nachlesen, immerhin Herr Dr. Hofstede aus Kiel ist auch mit drin aufgeführt, dass dort abgeraten wird, noch irgendwelche weiteren Versuche mit harten Bauwerken an sandigen Küsten, nicht nur in Dänemark, England, sondern auf der ganzen Welt zu machen. Das war eine Wortmeldung. Kai Flint aus Morsum. Seit Oktober 14 habe ich online eine Petition am Laufen. Herr Speth, Herr Dr. Oehlerich und Herr Umweltminister Habeck haben 265 Mails bekommen, gleichen Inhalts, jeweils eine Unterschrift betreffend. Herr Oehlerich hat bemängelt, dass viele Diskussionen über das Internet geführt werden. Da gebe ich zu bedenken, dass der Umgang viel ausmacht. Herr Förster ist eindeutig eine Internetbekanntschaft. Wir kennen uns persönlich mittlerweile, man verabredet sich, man redet miteinander, man trinkt Kaffee zusammen, wir haben Tee getrunken. Gut, also das ist kein Problem. Der Vorschlag dieser Online-Petition ist ja der, ein Nachbarn, von dem man gerne möchte, dass er nicht durch den Garten läuft, was man mit dem Netzwerk ja erreicht, das steht auch außer Frage, vielleicht keine Steine in den Weg zu werfen. Das heißt, die Abrisskante, Sie wissen ja sicher, was eine Abrisskante ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das nicht wissen, mit sowas fahren Sie auch rum. Also eine Abrisskante ist ja geläufig, der Strömungsverlauf ist geläufig und der Abrisskante ist ja einfach schleierhaft. Man hat 2012, 2013 gesehen, was für ein großes Loch entstanden ist durch die Form der Abrisskante. Natürlich war der Schutznetz nicht gegeben, natürlich ist es gelungen, durch das große Querwerk die Strömung im Norden auszubremsen, sodass der Abtrag verringert wurde. Natürlich kann dadurch weniger Sand anlanden. Alles eindeutig. Warum aber versucht man nicht oder denkt an, oder vielleicht hat man auch angedacht, das würde mich auch interessieren, einmal eine weiche Form, die der Strömung die Möglichkeit gibt, sich nicht anzustauen und dann zu entladen, hinterher was zu großen Löchern führt, unzweifelhaft, sondern durch eine weiche Form den Druck sich langsam entladen zu lassen. Damit ist das keine Internetdiskussion mehr, das ist mir wichtig. Also das ist ja der Vorteil dieser Veranstaltung, dass wir uns jetzt kennenlernen. Der Beobachteur. Also, es ist mir bewusst, dass wir über die Art und Weise, wie Wellen, wie Strömung, wie Tide jetzt, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft mit diesen Bauwerken, mit dem Sand, der dort lagert, mit der Odde umgehen, dass diese Diskussion geführt werden muss, damit wir so langsam einmünden, die darüber diskutieren in der Wortwahl, was meinen wir eigentlich, mit dem, was wir sagen. Ne? Ja. Sozusagen die Bauwerke zum Beispiel im Bogen legen, so dass sie dem Ufer folgen. Die Diskussion ist eröffnet. Und sie ist eröffnet, ich sage mal schon seit 2000 und. Mag sein. Ne? Sodass wir, ich sage mal, ständig und Sie können sich sicher sein, dass wir das gewohnt sind, mit Vorschlägen umgehen und auch umgehen wollen, denn es sind auch immer gute Vorschläge dabei, die wir dann in unser Gedankengut einbauen, sodass wir dann, ich sag mal, gemeinsam ein Verständnis dafür entwickeln, was sinnvoll, was notwendig ist und was vielleicht auch mal nicht geht, ob nur aus Kostengründen oder, ich sag mal, weil das Risiko zu hoch ist oder. Also, herzlich eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen, dass wir, ich sag mal, auch für die Zukunft die bestmögliche Lösung für die Odde. Ja, ich bin ja mittendrin. Ich möchte gerne wissen, was aus diesem Abrisskantengedanken geworden ist. Ja, die Petition läuft ja noch. Ach, die läuft, bis wir uns einig sind.
Das kann dauern. Eines, Ja. Hört sich gut an. Ja. Also, wir haben erstmal gesagt, das Kompromiss da nicht hat jemand ausschließen. eine Petition angestoßen. Ja. So, und irgendwann wird es dazu kommen, dass gesagt wird, so, wie lange soll es laufen? Wie lange, ist das nun tatsächlich ein Brief, auf den wir antworten können, oder sollen wir jedes Jahr antworten? Also wir müssen mal eine Form finden, wie wir miteinander umgehen. Ja, gut. Weil die Frage, wann sollen wir auf diese Dinge antworten, für uns natürlich gegeben ist. So. Also bis jetzt haben wir jedenfalls gesagt, wir gucken uns das an, wie das läuft. Bis jetzt sind das, glaube ich, 260 65. 65. Ich habe heute Abend noch nicht reingeguckt. Ja, das sind für mich übrigens mehr als die 3000 von Rettet die Odde, weil das sind Leute, die hingucken. Ja, ich meine, Sie haben es ja schon erwähnt. Ja. Wir haben ja eine Petition schon vorweg und haben darauf geantwortet. Also wir müssen eine Form finden, wie wir mit diesen Äußerungen umgehen. Mein Kritikpunkt hatte ich ja schon geäußert, dass viele im Internet eben eine Meinung äußern, wir sie aber nicht zu Gesicht kriegen. Das heißt, sie können schreiben, was sie wollen. Ja. Wir können nicht adäquat reagieren. Ja. Also, Sie können sich darauf verlassen. Vielen Dank. Sie können sich darauf verlassen, wenn Sie sagen, so, die Petition hat jetzt ihren Zweck erfüllt, die Menschen, die daran teilnehmen wollen, zu mobilisieren. So, jetzt erklären wir diese Petition für abgeschlossen und nun erwarten wir auch eine Antwort. Dann werden Sie die Antwort noch kriegen. Also muss ich das erst abschließen? Besser ist. Hier eintreten, das bringt nichts. Dankeschön. Roland Kloppenhoff aus Kaltung. Herr Ellerich, Sie haben ja zwei Seelen in Ihrer Brust. Zum einen sind Sie Küstenschutzmann, Sie sind auch Naturschutzmann. Sie sind der Chef einer Behörde, die den Nationalpark überlebt hat. Jetzt mal die Frage so aus der Naturschutzmann. Sie haben ja ganz klar und auch gut vertreten die Küstenschutzlinien, die ja auch in Ordnung Sandwurstbildung, die Fehler gemacht werden, die Dinge vor dem Meer, haben wir alles durch. Auf der anderen Seite, diese rote Linie, mir geht es jetzt um diese Frage Entscheidungsfindung. Wenn wir jetzt noch lange warten, vielleicht kommen noch 1-2 Sturmfluten diese Saison, dann kommen wir schon um die rote Linie. Ich hoffe es nicht. Jetzt so aus der Naturschutzseele und nicht Küstenschutzmann, bebaute Ortschaften, ist ja alles richtig. Wann meinen Sie, wäre so eine Entscheidung, also einmal Ihre Seele würde ich da gerne, die Naturschutzseele nochmal hören, und die Entscheidungsfindung. Haben Sie so einen Zeitrahmen, wo Sie sagen, Mensch, wir müssen jetzt in diesem Jahr da was entwickeln, weil beobachten können wir es ja jahrzehntelang noch, dann werden wir es noch nicht verstehen. Das wäre so meine Frage. Also wenn wir auch den Grundgedanken des Nationalparks Schleswig-Holstein und des Wattenmeer mit einspeisen, dann kommen wir ja von dem Grundgedanken Natur sein lassen. So, wir kennen ja an vielen Stellen des Nationalparks, wir kennen es auch auf Amrum, dass die Natur, dass die Kräfte, die wir jetzt erleben, ich will jetzt nicht in die Diskussion rein, ob diese Kräfte nun tatsächlich schon was mit menschgemacht zu tun haben. Ne? Aber wenn wir diese Kräfte als naturgegeben hinnehmen, dann spielen diese Kräfte mit der Insel, mit dem Inselende Amrum-Odde, mit dem Inselende Hörnum-Odde. Wir haben Gott sei Dank noch keine in diesem Sinne massiven Probleme am nördlichen Inselende. Das heißt, wir akzeptieren aus dieser Sicht, dass es einen dynamischen Prozess gibt. Und dieser dynamische Prozess zeigt im Moment am Südende der Insel Sylt, dass dort Dünen verloren gehen. Und was wir erwarten, das habe ich Ihnen auch geschildert. Das heißt, in dem Moment steht das noch nicht im Widerspruch zu dem, was der Nationalparkgedanke ist. Nichtsdestotrotz nehmen wir ja wahr, dass es ein Naturschutzgebiet per Gesetz ist. Und es gilt, ein Naturschutzgebiet durchaus zu schützen und zu bewahren. Und da sehe ich eher, dass sich diejenigen, die für den Schutz der Natur eintreten, intensiv miteinander unterhalten müssen, ob sie mit Hilfe des Menschen Naturschutzgebiete erhalten wollen. Diese Diskussion haben wir im Zuge der Aufstellung der Strategie für das Wattenmeer 2100 sehr wohl geführt. Und ein Gedanke,
fand ich bemerkenswert, dass im Rahmen dieser Diskussion akzeptiert wurde, dass auch unter der Maßgabe Natur sein lassen es möglicherweise sinnvoll und notwendig sein kann, dass wir mit Sand auch nachhelfen, damit das Wattenmeer mitwachsen kann und nach Größe und Gestalt erhalten bleibt. Das heißt also, da ist ein Grundgedanke am Reifen, der in diese Richtung geht. So, jetzt habe ich nochmal ganz kurz wiederholen, was ich, als wenn ich den Küstenschutz zu vertreten habe, Ihnen sagen muss. Ein Stück Inselende, was Naturschutzgebiet ist, kann aus sich selbst heraus noch keinen Grund dafür hergeben, dass wir mit Küstenschutzmaßnahmen dort aktiv werden, um dieses Inselende zu schützen. Das ist so, wie es ist. Ich habe es bis jetzt vermieden, reinweg auf die gesetzlichen Grundlagen zu gehen, weil man Behördenvertretern ja immer vorwirft, aha, du greifst da wieder einen Paragraphen und dann ist er fein raus aus der Diskussion. Aber bei der Entscheidungsfindung, verdammt nochmal, muss ich letztendlich auch die Basis, das heißt den Auftrag, und der Auftrag kann nicht nur aus dem Gesetz ergeben, respektive den untergesetzlichen Regelungen, muss ich darauf zurückkommen. Und dann muss ich auch sagen, da habe ich einen Auftrag und da habe ich ihn nicht. Und wenn ich den Auftrag habe, dann muss ich auch noch sehen, ob es wirtschaftlich ist. Das muss ich auch bedenken. Und dann kann ich kommen und Ihnen sagen, ob die Maßnahme sinnvoll ist oder nicht. Herr Förster, wurde das Phänomen. Ja, dazu nicht. Ich wollte noch mal kurz zu dem, was Herr Kloppenhoff gerade angeschoben hat. Küstenschutz kann natürlich nicht aufkommen für Maßnahmen des Naturschutzes. Dem stimme ich zu. Allerdings, inwieweit ist es denn wirklich gesichert, dass durch die Maßnahmen wie der Terrorbodenbau an Orte nicht ein vorzeitiger Abbruch der Orte zustande kommt? Ist es denn wirklich ganz klar, dass Sie sagen, okay, die Tetrapoden haben nicht dazu geführt? Wir sagen, das hat es beschleunigt. Das hat es letztendlich ja auch mit beschleunigt oder auch zum Teil ja auch verursacht. Und von daher würden wir dann natürlich sagen, dann ist da jemand verantwortlich, dann muss da auch was passieren. Und nicht von der Naturschutzseite, sondern Küstenschutzseite. Ich hoffe sehr, dass die Ausführungen des Arzt Hinrichsen eines deutlich gemacht haben, dass man, ich sag mal, den Tetrapoden, der auch immer verantwortlich dafür gewesen ist, dass sie dahin gekommen sind, den Tetrapoden nicht die Schuld zuweisen kann, die, ich sag mal, zu einer Erosion der Hörnerorte geführt haben. Er hat, glaube ich, mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass wir eine Entwicklung gehabt hätten, hätten wir die Tetrapoden nicht gelegt. Dann wären ein Großteil der Häuser, die wir heute als Kernsiedlung bezeichnen, heute nicht mehr da. Es hätte sich eine neue Küstenlinie ausgebildet. Und diese Küstenlinie wäre östlich davon verlaufen. Er hat, glaube ich, mehr als deutlich gemacht. Ein Bauwerk hat Vorteile, hat Nachteile. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, den Blick nur auf den, ich sag mal, wie Herr Klinter sagte, auf die Abrisskante richten, dann kann man natürlich dazu kommen und sagen, die Tetrapoden, die da liegen, die sind verantwortlich für den Strudel und dann, weil dieser Strudel da ist, ist das verantwortlich für die Erosion. Das kann man so sehen. Nur die Verursachung derselben ist eben großräumiger zu sehen. Und von daher sage ich eindeutig, dass diese Form von Erosion nicht den Tetrapoden und nicht denjenigen, die verantwortlich sind für das Leben der Tetrapoden, zugeordnet werden können und dementsprechend auch keine eindeutige Zuweisung, so nach dem Motto, du bist schuld, hier erfolgen kann. Beziehungsweise wann erwarten Sie eine Antwort oder kann man die vielleicht so einsehen, den Problem, mich würde mal interessieren, was wurde nach Kiel geschickt. Also ich weiß ja, wir haben keine konkreten Vorstellungen reingepackt, was gemacht werden soll. Das finde ich auch sehr gut so persönlich, dass man eben das einfach offen lässt und die Experten eben dort antworten lässt. Aber wie so ein Stand der Dinge, vielleicht können Sie nochmal. Ja, der Brief ist aus an Herrn Habeck und wir wünschen und wir bitten, wir fordern nicht. Aber natürlich immer im Einklang auch mit dem LKN, dass wir den Schutz, den Schutz, den wir jetzt dort haben, dass zumindest die Orte so gehalten werden kann. Ich denke, daran sollten wir weiterarbeiten. Und ich glaube, das haben Sie auch aus dem Wort von Herrn Oellerich gehört, dass das auch getan wird. Wenn zwischendurch natürlich Stürme kommen, dann können wir da nichts halten, dann haben wir weitere Verluste. Aber ich hoffe, dass das dahin geht, und das wäre mir ganz wichtig, dass wir zumindest
so diesen Status, den wir jetzt haben, halten können. Und nochmal zu dem Brief zurück. Wir haben immer Antwort gekriegt von Herrn Habeck und ich nehme an, wenn wir die Antwort kriegen, werden wir sie auch offenlegen. Dankeschön. Herr Stadtrat. Ja, ich würde noch mal auf den dynamischen Prozess eingehen und denke, ich werde wohl hoffentlich nicht der Einzige hier sein, der ganz klar widersprechen muss. Denn seit 1967, seit der erste Eingriff nicht eines Ortes, den es ja 1900 noch gar nicht gegeben hat, dort passiert ist, ist es doch keine normale Dynamik mehr, sondern Sie haben ja 100% recht, dass es viele Häuser der Käfigsiedlung nicht gäbe, wenn man da nicht schon damals rumgefummelt hätte. Aber das damalige Rumfummeln ist die Technik von gestern. Jetzt haben wir doch die Sandaufspülung. Und jetzt setzen wir doch auf das Positive der Sandaufspülung. Der Ufermauer in Westerland, abgesehen von Miramar, bewährt es sich ja auch. Ich weise da auch immer drauf hin, ich sage es einfach so. Viele sagen ja, Dünen wandern nach hier und da und dorthin. Ich schreibe in meinen Büchern ja, dass es etwas Positives bringt. Ich bin Geologe, ich bin kein Biologe. Als Biologe müsste ich aufschreiben, dass wir 48 Quadratkilometer versöhnt ausgewiesen haben zum freien Verzehr für die Sandaufspülung und die Entnahme des Sandes. Das ist ja auch so ein bisschen auf einmal von 9 Quadratkilometern auf über 40 angestiegen, ohne dass es einer mitbekommen hat. Ich bin ja nur Geologe. Ich sage, da müssen sich die Biologen mit auseinandersetzen, was dort alles draußen vor der Insel geschieht. Aber wenn wir Sandaufspülungen akzeptieren, und das tue ich auch, dann haben wir doch jetzt das Mittel der Wahl. Dann können wir doch die Dynamik, die Sedimentdynamik wieder laufen lassen. Die Tetrapoden-Kullernschlächter, die haben zwar mal das Bauwerk in Westerland zum Einsturz gebracht, vor 40 Jahren, wissen ja viele auch noch, weil sie durch die Welle angehoben worden sind, aber ansonsten reagieren Tetrapoden anders als ein Sandkorn. Und wenn wir wieder beim Sandkorn sind, dann sind wir bei der Dynamik, die wir brauchen. Dann sind wir bei Stirrington. Dann haben wir wieder Sylt, wie es aussehen soll. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt kurz vor 19 Uhr, das war eigentlich der Schlusspunkt, den wir setzen wollten. Ich denke, wir haben eine sehr interessante, lebhafte Diskussion erlebt. Ich bin dankbar für die Stirring Forening, dass sie diesen Ting ins Leben gerufen hat. Damit will ich auch deutlich machen, dass es vernünftig wäre, ihn zu einer gewissen Zeit zu wiederholen. Hier wäre sicher auch die Gemeinde Hörnum angesprochen, die vielleicht den Anstoß dazu geben kann. Antwort des Briefes zum Beispiel. Eins möchte ich mir doch erlauben, als Moderator zu bewerten. Wir haben festzustellen, dass die von Ihnen angesprochene Dynamik, Herr Dr. Klatt, ein sehr wichtiges Element geworden ist. Wir müssen uns wirklich sehr stark in die Diskussion begeben, inwieweit greifen wir in einen biologisch natürlichen Prozess ein, um eine Insel, die Sylt, die erhaltenswert ist, zu erhalten. Dieser Diskussionsprozess wird wahrscheinlich sehr kontrovers geführt werden müssen, aber ich hoffe, er wird geführt. Denn sonst kommen wir nicht zu einem Ergebnis. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, mit hoffentlich mehr Zuversicht in die Zukunft. Dankeschön. Ich möchte mich auch im Namen der Stirring Forening für diese sachlich geführte Diskussion bedanken, besonders bei Herrn Hinrichsen für den Vortrag, bei den Podiumsteilnehmern und bei dem Moderator Helge Jansen. Ich hoffe, dass viele brennende Fragen beantwortet worden sind und die Idee, Helge, von dir, dass wir das auch überholen können, finde ich gut. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.